Und auf dieser Stunde gehen wir weiter. Meine Idee ist, der Text, der auf der Seite 38 ist, alleine zu lesen und danach Übung Nummer C. Nummer, sondern Buchstabe C. Übung Nummer 7C zu machen. Oder besser Teil zu Teil, weil wir nur zwei sind. Wir werden so die unbekannte Wörter erklären. Diese Übung heißt gelebte Demokratie. So werde ich den Titel schreiben, damit die anderen bessere Perspektive haben. Gelebte Demokratie. На македонски тоа ќе биде изживеана демократија. Engagiert sich die Personen ehrenamtlich, ist die Frage, die wir nach dem Lesen beantworten sollen. Unter dem Bild oder unter alle Bilder von den Personen stehen die Namen der Personen und auch Ja oder Nein. Das ist eigentlich die Antwort auf die Frage, engagieren sich die Personen ehrenamtlich. Придавката ehrenamtlich на македонски значи волонтерски. Ehrenamtlich, volonterski. Das ist eine Umfrage. Umfrage Anketa. Die Umfrage, die Umfragen. Jetzt, du kannst diesen Teil Umfrage für dich selbst lesen und danach werden wir die Unbekannte oder wirst du die unbekannte Wörter sagen und ich werde diese Wörter auf Mazedonisch erklären. Професорки, ако ги стигнам до одреден дел, да ви кажам или да го прочитам след това? Првиот дел, само каде што пишува Умфрага. Добро. После ги го читаме првиот, вториот и така. Нататък ги влечеме само непознати зборови. Важи. Hast du unbekannte Wörter im ersten Teil? Ja, ich denke zwei. So, handelt и това е како
Handel, добро. И рентнер, това е пензија или пензионер или Пензионер. Да, тоа е лицето. Деа рентно е лицето пензионер. А глаголот handel значи действува или постапува. Сега ќе ги запишам и неговите форми. Handel, потоа handelte во претеритум и hat gehandelt во перфект. Handel, реков, действува, постапува. Кај рентно. Der rentner. Der rentner. Die Rentner. Ова е пензионер. Потоа die Rentnerin. Die Rentnerinnen. Пензионерка. И die Rente. Пензија. Die Renten in plural. Друго што може да се издвои за пензионери исто така може да се користат и именките der Ruheständler а за пензионерка die Ruheständlerin. За пензија исто така може да се користи и именката der Ruhestand. И кај пензијата може да се спомене и die Altersrente, Altersrente, тоа е старосна пензија. И der Erwerbsminderungsrente е инвалидска пензија. Die Erwerbsminderungsrente. Инвалидска пензија, нешто ми фали. Erwerbsminderungsrente. Тоа е инвалидска пензија. Jetzt, du kannst den Text von Richard Döbel lesen. Nach dem Lesen werden wir die unbekannten Wörter erklären. Ich bin Rentner und seit etwa 4 Jahren bei den Lesefüchsen aktiv. Das ist ein Verein, der sich die Leseforderung von Kindern zum Ziel
gesetzt hat. Wir gehen einmal in der Woche in Schulen oder Kindergärten und lesen den Kindern Bücher vor. Vorlesen ist ja so wichtig, damit aus den Kindern später mal selbst Leser werden. Kinder, die zum ersten Mal zuhören, sind oft skeptisch, aber wenn ich erst einmal anfange, sind sie alle still und wollen überhaupt nicht mehr, dass ich aufhöre. Diese Dankbarkeit ist für mich der beste Lohn. Hast du den Text gelesen? Ja. Hast du unbekannte Wörter? Ja, Lesefuchsen. Lesefüchse е името понатаму го објаснува на здруженијето каде што целта е да се подпомогне на децата за читање. Само фуксе е лисица. Така се читачки лисици се вика здруженијето. Verein е како здружение или? Да, Verein е здружение. Der Verein, die Vereine. Der Verein, die Vereine. Здружение. Други спорови? Тоа што е под Verein доле, исто ли значење има лезе, како пише? Leseförderung? Да. Само Förderung, die Förderungen. Тоа е подпомагање. Подпомагање во читање. Затоа со лезен. Подпомагање. Можам само во еднина да го запишам. Die Leseförderung. Подпомагање во читање. Мислам дека беа само тие. Што значи глаголот vorlesen? Vorlesen како Прочита. Лезено чита, а vorlesen прочита. И после имаме zum Beispiel, например, zuhören. Hören е слушава, послуша. И доле имавме aufhören, што значи престанува. Добро. И сега прашањето е ангажијат Richard Dobel ehrenamtlich. Ја професор, прашањето се поставува само за политика или за било каков ангажмант? Ehrenamtlich на почетокот напишав дека значи волонтерски. Дали се прашањето дали господин Рихард Добел се ангажира волонтерски. Според текстот кој што го прочитавме. Ja, Richard Doppelt Engagiert sich
engagiert sich, Ehren, ehrenmitlich. ehrenamtlich. Ehren, па одато почнува вториот збор amtlich. Jetzt ist Tobias Matzen an der Reihe. Dieser Text ist klein, kurz. Liest den Text und danach sagen wir, ob unbekannte Wörter gibt. Das reicht. Ich muss jetzt auch gleich weiter. Hast du in diesem Text unbekannte Wörter? Мислам дека ми е само ако не das reicht. Тоа е доволно. Како израз ќе го запишам, das reicht, тоа е доволно. Das reicht. Тоа е доволно. Добро. Прашањето е ангажијат Matzen ehrenamtlich? Herr Tobias Matzen engagiert nicht ehrenamtlich. Herr Matzen engagiert sich nicht ehrenamtlich. Danach kommt Jens Krämer. Lies bitte diesen Text und danach sehen wir die unbekannten Wörter und beantworten wir die Frage. Имам само еден непознат. Обвол. Това значи како инаку или? Obwohl иако. Obwohl е сврзник. Инаку значи иако и со тродсден сме ги учела. С двата сврзници. Obwohl е иако тродсден сепак и двата сврзници поврзуваат Nebensätze, зависни реченици. Nebensätze. Engagiert sich Jens Krämer ehrenamtlich. Jens Krämer engagiert nicht im Herr Jens Krämer engagiert sich nicht
Ehrenamtlich. engagiert sich nicht Richtig? ehrenamtlich. Jetzt Krämer engagiert sie nicht im Ehrenamt. Amt. In Ehrenamt. Ако е како именка. Волонтерство треба да биде ерен. Волонтерство треба да биде ерен. Го запишам под. Го запишам под. Das Ehrenamt. Das Ehrenamt. Го запишам кај Ehrenamtlich. Потоа das Ehrenamt во еднина die Ehrenämter во множина. Ова е волонтерска работа. Значи првиот збор е хрена, тоа првото и второто не е исто. Ehrenamtlich е придавка. А das Ehrenamt е именка. А инако е исто. Волонтерство е, нека не е волонтерска работа, може да биде и во... Што да ми даде да го напишам? Волонтерство. Инаку има и сродни поими, например за Ehrenamtlich, може да се користи и за двете. Пошто нема придавка, кај Ehrenamtlich да запишам die Freiwillige Arbeit. На македонски тоа е волонтерска, во двата случаи ќе биде волонтерска работа. А кај Ehrenamt може да се каже и die Freiwilligen Arbeit, по целосна именка. Die Freiwilligen Arbeit. И тоа да биде на македонски волонтерска работа. Од тука произлегуваат, например, именките Der Freiwillige и Die Freiwillige. На македонски волонтер, односно волонтерка. Потоа das bürgerschaftliche Engagement. Das bürgerschaftliche Engagement е граѓански ангажман или популарно наречено активизам. Jetzt können wir weiter mit Sophie Witthoft gehen.
Hast du hier unbekannte Wörter? Hast du hier unbekannte Wörter? Ich denke nein. Was bedeutet das Verb Was bedeutet das aufgehoben? Verb Und aus welchem Verb gehoben? ist Und aus er welchem gekommen? Verb Es ist gekommen? er gekommen? Es gekommen? Aufgehobene собира или Подигнува, да? зема. Доаѓа Подигнува, од да? глаголот Подигнува Глаголот genommen. Не. доаѓа од глаголот aufheben, доаѓа од глаголот aufheben, што во претеритум ја има формата што во hob, претеритум ја има формата hob, auf, а во перфект hat а во aufgehoben. перфект hat aufgehoben. И како што кажав, на Како што македонски кажав, на значи македонски значи подигнува. подигнува. Добро. Und jetzt Und engagiert jetzt sich engagiert Frau sich Witthöft ehrenamtlich. Witthöft ehrenamtlich. Frau Sophie Witthöft engagiert sie im Ако е именката, тогаш ќе Ако биде е им именката, тогаш ќе биде им Ehrenamt. Ehrenamt. Das Ehrenamt, Mhm. im Das Ehrenamt. Ehrenamt, im Ehrenamt. Gut. Danach kommt Danach kommt noch eine Frau, noch die eine letzte Frau. Frau. Diese Die Frau heißt Letzte Frau. Diese Frau heißt Ingrid Pichler. Und wir lesen Ingrid jetzt Pichler. Und wir den lesen Text jetzt für ihr den Text Engagement. für ihr Engagement. Hast du hier unbekannte Wörter? Hast du hier unbekannte Wörter? Това Patenschaften. Патеншафтен. И Patenschaften. подоцна го има и пата. И подоцна го има и пата. Значи, ќе започнам од пата, кое што има повеќе Ќе значења. започнам од пата, Главното значење на пата, на главното теја значење пата на пата е кум. на теја пата. Меѓутоа во овој контекст во кој што ние го работиме во кој што во ние го текстот, работиме
има друго значење. Тоа е ментор. Има друго значење. Тоа е ментор. Затоа и тука сакам вакво да ставам. Ментор. 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 Заштитник. Заштитник. Односно волонтер. Односно волонтер. Помагател. Помагател. А именката? А именката? Die Patenschaft. Die Patenschaft. Од тука ќе значи менторство, менторство, волонтерско партнерство, може да значи и покровителство. Покровителство. Andere Wörter? Andere Wörter? Ich denke, ich habe keine andere. Dann die Frage. Die Frage. Engagiert sich Frau Pichler ehrenamtlich? Frau Pichler engagiert im не може да запомним именката, а ehrenamtlich е придавка. Frau Pichler engagiert in ehrenamtlich. Frau Pichler engagiert sich ehrenamtlich, ако е придавката, а Frau Pichler engagiert sich im Ehrenamt, ако е именката. Nach dem Lesen diesen Texten oder den ganzen Text gehen wir weiter und machen wir Übung 7c. Hier haben wir Wortbildung, Sboroobrazuvanje. Hier steht, lesen Sie noch einmal und markieren Sie die Nomen mit den angegebenen Endungen. Ergänzen Sie dann. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir werden sehen, dass nach einigen Endungen die Nomina sind in einem Artikel, mit einem Artikel. Zum Beispiel, hier steht Adjektiv plus Heit oder Keit. Ob man Heit oder Keit benutzt, das hängt am meisten von dem letzten Buchstaben im Adjektiv. Wenn вака на македонски, пошто на германски ќе го објаснам, ама дали ќе се свати. Значи, дали ќе заврши именката на ќе добие наставка хајт или кајт, зависи првенствено од тоа на што завршува придавката. Значи, да речеме, после согласките го користиме кајт, а после самогласките ја користиме наставката хајт. Со х, тоа зависи само од едначењето по звучност во зборот. Alle Nomina, die auf Heit bzw. Keit enden, sind Nomina aus Feminin. Die Dankbarkeit. Ich werde diese Tabelle auch im Word-Dokument machen. Hier werde ich Wortbildung schreiben. Заграда ќе запишам Wortbildung, на македонски значи зборообразување. Und jetzt die Tabelle. Vielleicht ist es besser, wenn nach jeder 3. Es gibt 3, 4. Adjektiv
plus plus Heit oder Heit Kite. oder Kite. Und hier steht Nomen. Und hier steht Heit und Kite. Heit und So. Kite. Dankbar Dankbar plus Kite. plus Kite. Добиваме именка ди Добиваме именка ди Dankbarkeit. Dankbarkeit. Која наставка ќе ја Која додадеме кај наставка ќе Фрај? додадеме кај Можеме да ги Фрај? наоѓаме именките Можеме во да ги текстот наоѓаме именките и во текстот. да ја дополниме Да именката. ја дополниме именката. Мислам ти кај Фрај ќе се додаде Така е. Heit. Кај Фрај ќе се додаде Кај Фрај Heit ќе и се ќе се додаде добие Heit и ќе се добие Die Freiheit. Freiheit. така. Ете гледаш тука завршува именката на Гледаш тука завршува согласкане именката на и заради тоа согласкане се додава и заради тоа се Heit. додава Die Freiheit. Die Freiheit. Која наставка ќе ја Која додадеме кај наставка ќе ја Zufrieden? додадеме кај Zufrieden? Кај Zufrieden мислам ти ќе Kite и ќе биде Die Zufriedenheit. На краја имавме со Х, Краја имавме со со Х, Plusheit. со Plusheit. Во последните редови Во од текстот. последните редови од Zufrieden текстот. plus Heit Zufrieden ќе добиеме plus ди Heit ќе добиеме Zufriedenheit. ди Zufriedenheit. И пак како правило Пак под како правило табелата е дека сите табелата е именки, дека сите именки, иначе црвено стиснав, не. Овака ми е полесно. Сите именки што завршуваат на Heit oder Kite Heit oder Kite се секогаш именки од женски род. Во заграда ди. во заграда ди. И хајте. Да. Професор ќе Да. мене сава малку ме збуни. Од ти Zufrieden завршува на Н. Без разлика, некогаш има исклучост. Разлика, некогаш има исклучоци. Некогаш има исклучоци, Некогаш меѓутоа во има глобала исклучоци, меѓутоа во се уште глобала еднаш. Зашто ми се... Охо. Значи па е најубаво да си ги запамтиш, да не се збуниш. Во најголем случај е Во според најголем самогласката случај или е според согласката, меѓутоа самогласката има и или такви согласката, меѓутоа има и исклучоци. исклучоци. Добро, Ништо. фала. Ништо. Така, крајот на придавката, Така, крајот на последните букви. придавката, последната Суфиксот кај се користи кога придавката завршува, може да заврши и на следните наставки. Бар, зам, ик или ш. Тогаш се користи, можам да го запишам па во продолжение. Не, вака. И не мора да е со црвен. Со црвен ќе ги подвлечам со болцама. Суфиксот кајт, да биде ви полесно. Суфиксот кајт се користи кога придавката завршува на следниве наставки. Следниве наставки. Наставките се бар, во заграда. Данкба, ако го пишувам како горе, плюс кајт, ќе добијам, сега имам еднакво овде,
е еднакво на die Dankbarkeit. е еднакво на die Dankbarkeit. Потоа, Потоа, Sam, Sam, langsam langsam plus Kite, plus Kite, ќе добиам, ќе добиам сум го копирал. Ќе добиам die ќе добиам Langsamkeit. Langsamkeit. Die Langsamkeit. Langsamkeit. Потоа, ik, Потоа, ik, убаво да ги ставам вака, да, убаво да ги ставам ik, во заграда, во заграда, traurig, traurig, plus Kite, plus Kite, ќе dobijam die ќе добиам die Traurigkeit. Traurigkeit. Ülich, Ülich, lich, lich, во заграда, pünktlich, заграда, pünktlich, plus Kite, plus Kite, ќе добijam ќе добиам die Pünktlichkeit. die Pünktlichkeit. Има забелешка, значи еве, Забелешка, Kite, значи еве, Kite, па, па, тие ќе ги направам со задебелен, направам со задебелен, со болт. Zam, Sam, ik, ik, lich. Ülich. Забелешка, Забелешка, за Kite, за Kite, ако придавката ако придавката завршува завршува на L, на L, L или или R, R, често често се додава се додава Ikkeit. Ikkeit. Пример, Пример, Eitel Eitel plus plus Ikkeit Ikkeit, ќе добиеме ќе die добиеме Eitelkeit. die Eitelkeit. Или Sauber Или Sauber plus Ikkeit Ikkeit, ќе добиеме die ќе Sauberkeit. добиеме die Sauberkeit. L L, и R R, и Ikkeit. Ikkeit. Кога се користи height? Кога се користи height? Суфиксот Суфиксот height height се користи се користи во сите останати во сите останати случаи случаи, односно односно кога кога придавката придавката не завршува не завршува на горе наведените на горе наведените 4 наставки. 4 наставки. Односно, уште еднаш ќе ги наведам во табела. Уште еднаш ќе ги наведам во табела. Тоа се бар, Тоа се бар, зам, зам, ик ик и
лиш. лиш. Сега постојат Сега постојат придавки, не морам ни на цртичка, придавки на вокал или други согласки. Вокал е всушност самогласка. Пример. Фрај плюс, не можем на цртичка да ги пишува. Фрај плюс хајт, ќе добијам ти фрајхајт. Потоа шön плюс хајт, ќе добијам ди шönхајт. Кранк плюс хајт, ќе добијам ди кранкхајт. Вар плюс хајт, ќе добијам ди вахајт. Gesund плюс хајt, ди Gesundheit. И дум плюс хајt, ќе добијам ди Dummheit. Освен што сите именки што завршуваат на хајт, односно хајт, се секогаш именки од женски род, убаво е да напишеме дека и нивната множина секогаш завршува на ена. Jetzt können wir weitergehen mit der nächsten Gruppe. Das ist die Gruppe Adjektiv. Да, тука правевме табела. Adjektiv. Плюс измус. И nomen. Toeristisch. Плюс измус. Добиваме деатуризмус. Заклучокот ќе биде дека сите именки што завршуваат на измус се секогаш именки од машки род. Сите именки што завршуваат на измус се секогаш именки од машки род. Односно деа.
Die Tabelle geht weiter. Die Tabelle geht weiter. А табелата вели nomen plus Табелата вели ler. nomen plus ler. Nomen plus ler Nomen plus ler се добива nomen, се кое што добива означува nomen, кое што person. означува person. Sport Sport plus ler plus ler ќе добиеме der ќе Sportler. добиеме der Sportler. Der Der Sportler. Sportler. Како правило Како можам да запишам дека правило сите именки запишам дека сите именки сите именки сите што именки ќе добијат што ќе наставка добијат наставка ler ler означуваат означуваат личност личност и се секогаш именки од именки машки од машки во род. заграда der. Во заграда der. И последната група каде што не се дадени именките, каде што само ќе ја направам табелата, Белата а тоа е глаголи што завршуваат на ирен, глаголи што завршуваат ирен, вака. Verben auf Verben ihren auf iren plus ant, односно ant, ent. односно ent. Пак се добива nomen, Пак се добива nomen, именка, кое што означува именка, person. кое што означува person. Значи, iren Ирен, ant, ent. ent. Првиот е studieren, Првиот е studieren, studieren, ирен, плюс, а вториот е demonstrieren, а вториот е demonstrieren, плюс ќе видиме плюс што. ќе видиме Ајде, што. Марија, Ајде, што ќе дополниме Марија, кај што ќе studieren, дополниме која кај наставка studieren, и што ќе која наставка што ќе и што добие. што ќе добие. Studieren. Која наставка ќе додадеме ант или Која ент? наставка ќе додадеме ant или ent? Dirent. Мислам дека Ќе ент. додадеме ент Так, ќе додадеме и што ќе добиеме? И што ќе добиеме? Не, без Studierend. ирен. Не, без Само ирен. штут, затоа е ставена Само штут, цртичката. затоа е Аха. ставена цртичката. Така, Студент. де студент, а може да се Така, наведе де и женската студент, а варијанта, може да се таа да биде наведе и ди женската варијанта, таа да биде ди студентин, да. студентин, да. Der Student, die Studentin. Der Student, die Studentin. А кај демонстриран, која наставка А ќе кај додадеме? демонстриран, која наставка ќе додадеме? Демонстрант.
Demonstrant. Значи ant. Demonstrant. Значи Der ant. Demonstrant. Да. Der Demonstrant. А женската? А женската? Ди Така, демонстранти. die Demonstrantin. Така, die Demonstrantin. Ent. Ent. I ent. Ent. I I ant. ant. I ant. I ant. Кога ент, кога ант. Ент, кога ант. Наставката ант. Наставката ант. Најчесто се додава на глаголи. се додава на глаголи. Се додава на глаголи. Се додава на Чија глаголи. основа Чија основа завршува завршува на тврда на самогласка, тврда самогласка, како што се штр, штр, гр, гр, ф, ф, п, м и р, м или кога има кога латинскиот корен на глаголот има вокал А, самогласка А. Значи ант, овие вака и ова исто вака. Додека пак ент, наставката ент, најчесто се користи кај глаголи чиј корен завршува на д, т, с и зв. Или каде што основата е од латинско потекло со партицип на енс или ентис. Значи д, т, с, з, в и ентис. Тоа е накратко за зборообразувањето во текстовите кои што ги прочитавме. Nach diesem Teil gehen wir weiter. Weiter bedeutet nächste Seite. Seite bei mir 114 und bei Ihnen das ist Seite 40 und das ist Übung 11. Hier steht Diskussionen.
Lesen Sie die Aussagen? Sind sie gleicher oder anderer Meinung? Machen Sie Notizen. Wir haben 3 Aussagen. Wir sollen sagen, ob wir pro oder contra sind. Und wir sollen auch die Ausdrücke unter der Übung benutzen. Nur in einem Satz. Ако имам исто мислење, ги користам од левата страна, имаме и за позитивно и за негативно мислење, а другите кога реагираат, можат да ги користат изразите од десната страна. Die erste Aussage lautet: Kinder sollten die ersten 3 Jahre von ihren Eltern oder Großeltern betreut werden. Sind sie gleicher oder anderer Meinung? Ja, hallo, guten Abend. Guten Abend. Kinder sollten Die ersten 3 Jahre von ihren Eltern oder Großeltern betreut werden. Ja. Sind sie gleicher oder anderer Meinung? Gleich. Bitte benutzen Sie einen von den Ausdrücken unten. Da ich bin gleiche oder andere. Da sehe ich recht. Ich bin in gleicher Meinung. Ich bin der gleiche. Ich bin die gleiche Meinung. Maria, du? Ja, das sehe ich auch so. Danke. Die zweite Aussage lautet: Die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen sollte 120 Kilometer pro Stunde betragen. Ljubica, sind Sie gleicher oder anderer Meinung? Ich bin die gleiche Meinung. Wieso? Wenn es das Autobahn nur geradeaus, darfst du auch 140 fahren. Wenn es nicht und dann, wie viel schreiben soll ich fahren? Danke. Maria, du? Ja, ich bin die gleiche Meinung. Oder ich bin dafür. Zato bedeutet das. Und die dritte Aussage lautet: Autos sollten in den Städten verboten werden. Ljubica, sind Sie gleicher oder anderer Meinung? Jetzt das weiß ich nicht. Что е Innenstadt? Innenstadt у вашиот град? Не. Innenstadt е центар на градот. Die Innenstadt, die Innenstadt и die Innenstädte. Вордот требаше отворам. Момент. So und so. Die Innenstadt. So. И die Innenstädte. Innenstadt е центар на градот. Ljubica, sind Sie gleicher oder anderer Meinung? Gleich, ja. Das ist richtig.
Meine Meinung ist so, Wie die wie die Aussage. Frage. Wie Es ist die verboten. Aussage. Danke. Ja. Und Maria, du? Danke. Und Was Maria, meinst du? was meinst du? Ich, davon halte ich nicht viel. Manchmal alte Leute braucht zu gehen mit Auto zu Arzt und der Arzt ist im Zentrum. So. So, danke. So, Das ist gut. danke. Das ist gut. Gleich nach Gleich dieser Übung nach dieser gehen wir Übung weiter mit dem gehen wir weiter Foto mit dem Foto in der in nächsten der Lektion. nächsten Das ist Lektion 19. Das ist Lektion Hier 19. haben wir ein Hier Foto haben wie wir immer. ein Foto wie immer. Und diese Und Lektion heißt, je Lektion älter heißt, ich je wurde, älter ich desto. wurde, desto. Wir haben ein Foto. Wir haben ein Любица, was Foto. sehen Sie auf dem Foto? Любица, was sehen Sie auf dem Foto? Was sehe ich? Bestimmt die Frau oder die Mädchen Das Mädchen. werden Das groß. Mädchen. Sie hat Das Geburtstag. Mädchen. Vielleicht sie hat Geburtstag. Vielleicht sie hat Geburtstag. Das ist Ja. meine Meinung. Soll ich Danke. sehen? Je Danke. älter Je älter ich wurde, wurde, desto. desto. Maria, was meinst du? Maria, was meinst du? Was für eine Situation Was ist für diese eine auf dem Foto? Situation ist diese auf dem Foto? Meine Meinung für dieses Foto ist, vielleicht die Frau hat Was was gewonnen? gewonnen oder ist ein Karneval, wo sie ist Gekleidet? gekleidet, ja. Danke. Wir hören jetzt. Wir hören jetzt. Und danach Und beantworten wir die beantworten wir die drei Fragen, die in dieser drei Fragen, Übung die in dieser gegeben Übung sind. gegeben Und wir sind. werden sehen, Und ob wir unsere werden sehen, Vermutungen ob unsere in 1 Vermutungen in richtig 1 waren. richtig waren. Das ist Das ist Lektion 19, Übung Lektion 2. 19, Übung 2. 19, 19, Übung Übung 2. Wir hören 2. diese Wir hören diese Übung jetzt. Übung jetzt. Sehen. Je älter ich wurde, desto Aufgabe 2. Aufgabe 2. Vielen Dank an unsere Stadtkapelle. Eure Musik macht immer richtig gute Laune. Wobei mir das Herz trotzdem ein wenig schwer ist, denn ich werde jetzt diese Krone an meine Nachfolgerin übergeben. Hier kommt die neue Heilkönigin von Schneeberdingen, Inga Marlin Peters. Любица, was wird Was gefeiert? wird gefeiert? Etwas passiert, aber habe ich das Es nicht gibt gut auch gehört. einen Einen Text Text neben die Fragen. die Fragen. Dieser Text Dieser hilft. Text hilft.
sie gewonnen etwas oder Hochzeit, die Stimme war mit viel Echo. Maria, was hast du Maria, gehört? was hast du gehört? Mm, Не слушнах баш што се работи. Одесно го пишу. От десно го Was пишу. wird gefeiert? Was wird И gefeiert? првата И реченица. првата реченица. Beim Heide Heideblütenfest Blütenfest in Schneverdingen wurde Inga Malin Peters 22 zur neuen Heidenkönigin Königin ernannt. Значи, was wird Значи, was gefeiert? wird gefeiert? Es wird Es wird Heideblütenfest Heideblütenfest gefeiert. gefeiert. Welchen, Maria, Welchen Titel trägt trägt Inga Malin Peters im im nächsten Jahr? nächsten Jahr? Mm. Sie wird nun ein Jahr lang die Lüneburger Heide bei Veranstaltungen in ganz Deutschland vertreten. Vertreten. Значи, одговорот ќе Значи, биде одговорот ќе биде Inga Malin Peters trägt im nächsten Jahr den Titel den Heidekönigin. Heidekönigin. Kraljica na festivalot Kraljica na на Cveket. фестивалот на цвеќето. Und welche Aufgaben Und welche hat sie in Aufgaben dieser hat Zeit? sie in dieser Zeit? Ljubica? Ljubica? Welche Aufgaben hat Welche sie in Aufgaben dieser hat Zeit? sie in dieser Zeit? So. Es steht auch im Es Text. steht auch im Text. Was wird welche Titel? Welche Aufgaben Welche hat sie in Aufgaben dieser hat sie in Zeit? dieser Zeit? C. Da под C. На под C. Welche Aufgabe? Weiß ich nicht, welche Aufgabe. Es steht im Es steht im Text. Text. Sie Ако wird, от текстот, Да. это И последната да последната реченица. реченица. Sie wird Sie wird ein Jahr ein Jahr lang lang die die Lüneburger Heide Burgerheide bei bei Veranstaltungen in Veranstaltungen ganz in Deutschland ganz Deutschland vertreten. vertreten. Das ist die Das ist die Antwort Antwort von der dritten Frage. Frage. Jetzt weiter. Jetzt от weiter. тук да ти кажа, от тук да бидам искрена, от текстот ништо не ме е јасно, освен зи, име и презиме, градот и што го пише и тоа. Сите зборови ми се непознати. Bei Heide Blütenfest. На фестивалот за цвеќињата. Во Schneverdingen. Инга Малин Peters е назначена е за назначена нова за кралица на нова кралица на цвеќето. Таа ќе го представува една година. Тја представува една година Лунебуршката пољана буквално на приредби во цела Германија. Die nächste Übung sehen Sie ins Lexikon, beschreiben Sie ein Wort, die anderen raten. Dieses Bild Lexikon hat das Thema oder beschäftigt sich mit dem Thema Landschaft und Tourismus. Landschaft und Tourismus.
Wir werden die Wörter in einem Tabelle mit ihrem Singular und ihrem Pluralform schreiben. Danach beschreibt jeder von euch ein oder zwei Nomen und die andere ratet, auf was denkt die andere Person. Така. Ајде, Љубица, првата именка. Од лексиконот со слики. Љубица, првата именка. Ах, не се случи. Die Heidekraut. Die Heide и das Heidekraut. Прво, die Heide во една нема множина. А и das Heidekraut може да биде die Heidekraut. Прво, die Heide. На македонски хајде значи ледина или пољана. А das Heidekraut во множина die Heidekrauta. Тоа ќе го напишам на македонски и ќе го покажам на што се мисли, и називот му е врез, вид на трева. А што е? Сега ќе видиме. Веднаш. Heidekraut. Ајде, вака момент. Heidekraut. Сега ќе се појави како слика. Врез. Еве на што се мисли. А не исто со ландшафт. Не, ландшафт е пейсаж. А Heidekraut е врез. Ево го на сликата, сега се појави кој вид на билка. Тоа се вика Heidekraut. Минува на лаванда, ми личи, ама не се разбира многу. Така што тоа е Heidekraut. Следното, Марија. Das Moor. Das Moor. Во множина die Moore. А на македонски das Moor. На македонски das Moor значи мочуриште или бара. Бара. Следната, Љубица. Der Bach. Во множина ти беше. А на македонски der Bach значи поток. Der Bach беше поток.
Следната именка Марија. Das Gras Das Gras. Трева. трева. Во множина die Gräser. Das Gras. Во множина die Gräser. Точно дека значи трева. Ајде, Љубица, следната именка. Der Bauer, Bauer. значи селанец. Да, селанец. Der Bauer. Во множина die Bauer. Der Bauer, селанец, меѓутоа може да се користи, ќе го напишам во табелата. Исто зборот ова селанец. Некој синоним на зборот Bauer е именката der Landwirt, што значи земјоделец. Der Landwirt, земјоделец. Следната именка Марија. Ja, die Biene. Die Biene. Во множина die Bienen. Пчела. Die Bienen. Biene. Пчела. Следната Љубица. Der Honig. Der Honig. Der Honige. Es gibt keine Pluralform. Honig. Македонски мед. Der Honig. Auf der nächsten Seite haben wir noch ein paar Wörter, die mit diesem Thema zu tun haben. Ja, Марија првата. Die Wolle. Die Wolle. In plural die Wollen. Die Wolle. Во множина die Wollen. На македонски волна. Не. Die Wolle. Сменицел. Font. Зашто не кажеш die Wolle? Овде. Воля, die Wollen. На македонски волна. Добра. Ајде следната Љубица.
Фланце. После воле. Втората После сликичка. воле. Втората сликичка. Чекай. Фија. Фија. Das Vier. Добиток. Das Vier. Или сток. Или сток. Сток. Das Vier. Das Vier. Добиток. Добиток. Сток. Множина нема. Сток. Множина Следната Марија. нема. Следната Марија. Das Schaf. Die Schafe. Das Schaf. Die Schafe. На македонски овца. На македонски овца. Das Schaf. Das Schaf. Die Schafe. Die Schafe. Овца. Следната љубица. Следната љубица. Die Erde. Herde. Die Herde. Herde. Во множина die Herden. Во множина die Herden. Се мисли на стадо Стадо. говеда. Мисли на стадо говеда. Die Herde. Die Herde. Во множина die Herden. Множина die Herden. Стадо. Стадо. Говеда. Следната Марија. Следната Марија. Die Pflanze. Pflanze. Die Pflanze. Pflanze. Die Растение. Pflanzen. Растение. Die Pflanze. Die Die Pflanzen. Pflanze. Die Pflanzen. Растение. Растение. Ама не. Растение. Растение. Ајде следната љубица. Ајде следната љубица. Die Äcker. Ака. Der Acker. Die ека. Die Ораница. Äcker. Ниво. Ораница. Der Acker. Acker. Die Äcker. Die Äcker. Ораница. Ниво. Ораница. Нива. Добра. Следната именка предпоследна мислам да. Следната И глагол именка има, предпоследна Марија? мислам да. И глагол има, Марија. Die Blüte. Die Bluen. Blumen. Bluen. Blumen. Тоа е глагол. Die прво. Die Blüte. Blüte. Die Blüten. Blüte. Прво. Die Blüte. Die Blüten. Die Blüte. Blüte. Die Blüten. Die Blüten. Тоа е цвет. Тоа е цвет. Глаголот е blühen. Глаголот е Blühen. 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 Во претеритум. Во Blüte. претеритум. Blüte. И во перфект. Hat И во geblütet. перфект. Hat geblütet. Цвете и се расцветува. Зошто? Hat geblüht. Hat Blüht. Blüht. Hat geblüht. Die Blumen Blüte hat geblütet. geblütet. Die Blüte hat Blüte. geblütet. Blüte. Ова е цути. Ова е цвет. Цвета цути. И последната љубица. И последната љубица. Да, Само да се врнам на сликата. Да, да е се.
Pferd, Das Coin. Pferd, Das Pferd, die Pferde, Coin. Die Pferde. die Pferde, Coin. Ајде сега, Ајде љубице, сега, изберете си еден збор љубице, и изберете без си да го еден кажете збор зборот, и објаснете без да го го кажете во зборот, две-три објаснете и го во реченици на 2-3 Марија. реченици на Марија. Од вие што ги кажаме сега? Добро. Јас сега пример последното што го гледам, од јас сега табела гледам, да се сеќавам само на Ферде. Океј. Марија, Früher ungefähr 30-40 Jahre vorher, die Leute hat mit Pferden gearbeitet, die Leute Pferden mit gearbeitet. Pferden gearbeitet. Ja. An die Ecke. Љубица, Sie sollten ein Sie Wort sollten ein Wort erklären, ohne das Wort zu erklären, sagen. ohne das Wort zu sagen. Nur ein Nur Wort. ein Wort, Okay. ohne das Nur ein Wort, ohne das das Sie Wort, erklären, das Sie nicht zu erklären, sagen. nicht zu sagen. Ach so. Ach ja. Okay, Entschuldigung. Ach ja, okay. Не можем да ги спојам двете So. страни, еве и првата страна. Со сликичките. Со сликичките. Добро, okay, I'm sorry. Ja, така сега. Was ist, Maria, was ist die gesunde Essen? Das kann man auch trinken mit Wasser oder essen mit Löffel und ist die gesundliche Gesündlichste. Essen am Das gesündlichste Essen. gesündlichste Essen an die ganze Welt. An der ganzen Der Welt. ganzen Welt. Maria, bitte? Der Honig Ja. Und Dieses Essen dieses Essen entsteht von den Bienen. Bienen. Wir haben auch Wir das haben Wort auch das Biene Wort Biene Bildlexikon. im Bildlexikon. Und jetzt Maria, Und jetzt bitte, Maria, bitte, erklär erklär ein ein Wort Wort aus aus dem dem Bildlexikon. Bildlexikon. Wir bekommen viel Wollen auf diese Tiere. Aus diesem Aus Tier. diesem Tier. Wir bekommen Auf viel diesem Tier. Wolle aus diesem Tier. Aus diesem Oder Tier. aus diesen Tieren. Oder aus diesen Im Tieren. Plural. Im Plural. Was ist das, Was Ljubica? ist das, Ljubica? Das ist Schaf. Das ist, Wir bekommen Wolle vom Schaf und so. ja, das ist ein Schaf. Ein Schaf. Richtig. Jetzt machen wir nur eine kurze Zeit, aber wir werden diese Übung auch machen. Ich möchte nur sehen, ja, aber hier ist das Grammatik und im Test. Okay.
4. Lesen Sie die Einladung 4. und Lesen beantworten Sie Sie die die Einladung Frage. und beantworten Wie Sie die die zweite Frage. Übung. Wie Wir die haben zweite einen Übung. Text Wir haben einen und 2 Text Fragen. und 2 Die Fragen. Antworten Die Antworten von diesen Fragen von diesen stehen im Fragen Text. stehen Es im ist Text. klar. Ist klar. Jetzt, wir lesen die Einladung Wir lesen die zusammen Einladung und zusammen danach und danach suchen wir die suchen wir Antworten die auf die Antworten auf gegebenen die Fragen. gegebenen Fragen. Ajde, Ajde, Любица, прочитајте го Любица, левиот дел, прочитајте а го Марија ќе левиот прочита дел, што а Марија пишува ќе под прочита слика. што пишува под слика. Ja, така сега го ще огледам, нели? Да. Vom 22. bis zum 26. August Antivertreterinnen an diese Vertreterinnen und Vertreter von Presse, Rundfunk und Fernsehen. Schönerundfunk. Ќе ги запишеме сите радио и рundfunk. Einladung Okay. Einladung zu Präsentkonferenz. Pressekonferenz. Vom 2S, Гордана, 2S съчите S, не съчите Z. Да, секогаш. Пресеконференц. Окей, двете Секогаш съчитат С. Секогаш Okay. Dobro. Ja, така, vom 22. bis zum 26. August. Vom 22. bis zum 26. Што ми му vom напред, мора да завршат на Н редните броеви. Може да. August feiert Schneeverdingen in der Lunenburger Heide das Heideblütenfest. Den Höhepunkt stellt die Krönung die Heidekönig am 26. August um 17 Uhr da. Zu diesem Ereignis sowie zu anschließenden Präsentkonferenz der neuen Heidekönig im Rathaus möchten wir Sie herzlich einladen. Добро. Марија, што пишува под сликата? Die Lunenburger Heide ist eine norddeutsche Landschaft zwischen Hamburg, Hannover und Bremen. Danke. An die Vertreterinnen und Vertreter von Presse, Rundfunk und Fernsehen. Имаме die Vertreterin помножи на die Vertreterinnen. Vertreterin на македонски значи представничка. Потоа der Vertreter
Die Vertreter. Die Vertreter. Представник. Представник. Потоа имаме von Потоа имаме Presse, von Rundfunk und Presse, Fernsehen. Rundfunk und Presse. Fernsehen. Presse. Die Presse, Pečat. Die Presse. Pečat. Die Presse, Pečat. Die Presse. Потоа Pečat. Потоа der Rundfunk Radio. der Rundfunk Radio. Fernsehen е јасно, телевизија. Fernsehen е јасно, телевизија. Einladung zur Pressekonferenz vom Einladung zur 22. Pressekonferenz vom zum 22. 26. bis August zum feiert 26. August Schneverdingen feiert in der Schneverdingen in der Burgerheide Lüne das Burgerheide das Heideblütenfest. Heideblumen Den Blütenfest. Höhepunkt, Den der Höhepunkt, Höhepunkt, der Höhepunkt, der Höhepunkt der на македонски врв на македонски или врв зенит. или зенит. Zenitот Zenitот stellt die stellt Krönung die der Krönung Heidekönigin der am 26. Heidekönigin August am um 26. 17 August Uhr um dar. 17 Uhr darstellen, darstellen wo Präteritum wo Präteritum stellte dar, stellte и во и wo Perfekt hat dargestellt perfekt hat dargestellt на македонски на македонски представува, значи прикажува. представува, прикажува. Die Krönung, Die Krönung, die die Krönung е кронисување. Krönung е кронисување. Die Krönung, Die Krönung, кронисување. Го представува кронисувањето на го представува кронисувањето на zu diesem кралицата. Ereignis sowie Zu diesem zur Ereignis anschließenden sowie Pressekonferenz zur der neuen anschließenden Pressekonferenz Heidekönigin im der Rathaus neuen möchten wir Sie Heidekönigin herzlich im Rathaus einladen. möchten wir Sie herzlich Ereignis, einladen. wo Ednina Ereignis, das Ereignis, Ednina das Ereignis, das Ereignis, das Ereignis, wo множина die Ereignisse, помножена die Ereignisse, а на македонски das Ereignis а на значи македонски настан. das Ereignis значи настан. Anschließend, Anschließend, Foto. Љубица, првото прашање е Љубица, првото Was прашање ist е der Was ist Lüneburger-Heide und wo Burgerheide liegt wo sie? liegt Wie lautet die Antwort? Wie lautet die Antwort? Was ist die Lüneburger Heide? Und wo liegt sie? Und wo liegt sie? Heideblumengefest. Das Heideblumenfest. Што е и каде се наоѓа? Што е